to our next guest, and I hope you enjoyed Chrysal's performance. And now we're very proud to have Adina Wilke here. She is from Vienna, and you're one of the most successful poetry slammers in Austria. So how are you doing, Adina? How's everything going in Vienna? I'm fine, thank you. And you, on your place? Yeah, everything is okay. Can complain according to the situation. And of course, we would have liked to have the live pictures and all this, but improvisation is the motto. So you're a stage artist and you published a pop-up book. Jetzt mach mal die Klappe auf, which would be some translation like "It's time to speak up." But let's first talk a bit about your poetry slamming. Why poetry slam? What does it stand for from your point of view? Poetry slam is interaction on many different levels. For example, poetry slam is the opportunity to step into a dialogue between yourself and your surroundings. It helps to better know yourself and also understand the things that affect you. Or you can also deal with important topics. Yeah, it's time to speak up. Okay, so since we already mentioned your book, maybe I have it at hand. Why a pop-up book? Let's see it. Let's see your book. Okay. You have it there? Yeah, I have it there. That was really spontaneous. Okay. It's like my child. Well, actually, kids, they love pop-up books. So I don't know where you get this idea from, but I would like to know why a pop-up book at all. And let's maybe see a bit of it. Yeah. In my book, there are 15 different poems that I wrote for the stage, and I want to get the stage into the book. That's the idea. When you are at the poetry slam, you experience poetry and you don't just hear it. It's a performance, and this performance is alive. I wanted that for my book as well. I want to a live book. And the reader should discover and experience poetry for themselves as an interaction. That's the reason why pop-up. Okay, so if there's any people watching now, where can we get this pop-up book? Actually, first of all, why should we get this pop-up book? What does it add for the reader? What is special about it? What do you want to bring across with it? Besides the idea of pop-up and kind of slam poetry and writing in a book. Yeah, I want that people think more about other people and how other people think. It's more an interaction with me and with the audience, and this is in the book, and so the people can feel the poem and live with the poem, and it's very inspiring. Yeah, and So you can buy the book of my. Okay. You can buy the book on my homepage or Facebook or Instagram. I already did. Okay. All right. So the poem that you present us tonight is called Denkste. I try to translate it. I would say something like what you're thinking. Like it's kind of, I don't know. If not, you correct me. Yeah, exactly. So what inspired you to this poem and what are you explaining in the poem? Many people are introverts, and even more so in days like this with Corona. So it's important to ask questions. Relationships thrive on communication, and one of the most important questions is, what are you thinking? And that's the reason I wrote this poem. I will make a very short summary in Catalan, so just for you to know from what we just discussed. So, Adina Wilke és un dels millors poetry slammers d'Àustria i avui ens ha presentat el seu llibre, que és un llibre pop-up, i la idea d'aquest llibre és que la poesia exactament connecta directament amb el lector, és com ella vol que el lector i la poesia doncs estiguin en interacció. I ella diu que la poesia que ella presenta avui, que es diu Denkste, What You're Thinking, bueno, seria una traducció com dir, bueno, i tu què penses? Diu que és molt important que ens preguntem què penses, perquè hi ha molt poca
interazione, molto poca comunicazione, soprattutto in dies com ara que estem en una crisi de coronavirus, doncs és molt important que seguim parlant una amb les altres, que connectem. Doncs, sí, i podeu comprar llibres si contacteu amb Adina i en la seva pàgina web. So thank you very much, Adina, for tuning in with us today, for being with us. We're really looking forward to your presentation or to your performance, and hopefully we can welcome you in Barcelona soon. I mean, all this maybe gets a bit easier, and then you can come here. And if not, we're going to continue virtually. We'll make some competition virtually because also Corona gives new ideas, and maybe this is also a platform that you guys can connect with Poetry Slam scene in Barcelona. So, thank you. And then, so Adele, thank you very much for being with us. And for you, if you're interested in following Adina, knowing more about her, and our introduction card before the video, you will also see more information about her. So stay with us. Looking forward to Denkste. Hinter aufgestapelten Bauklötzen, Autobahn, selbstgebauten Schnellstraßenbrücken und blau gemalten Pausenbrotnischen, zwischen Puppendiskussionen und emanzipierten Exkursionen durch Bilderbuchpublikationen hängt der Rockzipfel wie gewohnt im Mund. Die Augen suchen keinen festen Blickkontakt. Sie wollen nur schweifen, beobachten, reifen und verursachen erdachte Romane, die sich in endlosen Episoden in ihren Gehirnwindungen abspielen. Sie spielt selten mit den anderen Kindern, doch das ist ihr nicht bewusst. Zu sehr vertieft in Observierung, Gedankenoptimierung verliert sie sich in Alltagssituationen. So ist sie thronend auf der Schaukel, mit dem Wind im zerzausten Haar fühlt sie sich sicher und ist doch bewusst für die meisten unsichtbar. Sie haben gesagt, sie sei introvertiert, viel zu sehr auf sich selbst fixiert. Von ihr sei man extrem schnell irritiert. Außen alles so laut, innen so verwirrend, die eigenen Worte im Zaum und mittendrin am Explodieren. Jetzt die Karten neu gemischt. Legen, abwägen, unentschlossen entscheiden. Deine Karte ist meine Karte. Sag, trinkst du Tee? Zuckersüße Unberührtheit. Ich geb dir meinen Löffel ab. Wasserdampf zwischen uns. Sag, darf ich dich probieren? Ich meine natürlich den Tee. Wenn ein potenzielles Ja im Raum steht, Samthandschuhe sich um meine wohlüberlegten, zu oft nachgedachten, viel zu wenig gewagten Worte legen, der Rotstift an jeden Gedankengang angesetzt wird und streichend meine Wortflut zum Stoppen bringt und du die Stille klingen lässt. Ja, sie messerscharf scherzt und getauschte Augenblicke ins Schwarze treffen. Dort, wo die Iris noch bunt ihre Netze spinnt und tief ihren Raum nimmt, ja da, bewegen wir uns auf dem Balanceakt der Schwerelosigkeit und ich möchte ehrlich sein, dieses Daten ist nicht so mein Ding. Ich halte nichts davon, zu tief ins Glas zu blicken und sich dabei aus den Augen zu verlieren. Ich kann dir keinen Smalltalk bieten, denn wenn es doch auf die innere Größe ankommt, warum sollte ich mich mit Small zufrieden geben? Ich verliere mich nicht in nichtssagenden Flirts, sondern finde beim Graben dich und mich mit deiner und meiner Unzulänglichkeit. Und ja, ich denke viel. Vielleicht viel zu viel, doch wenn ich etwas frage, dann will ich es tief. Tief ehrlich und tiefgreifend, tief ewig und tief verweilen im Deep Talk, zwischen Gedankenexplosionen und im Sumpf nach versunkenen Wortkonstrukten suhlen, zwischen eingerissenen Luftschlössern und Wolke 7 Wundertauschmomenten. Ich kann dir kein seichtes Gewässer sein. Ich tauche mit offenen Augen, hier tief unten, darf ich sehen. Sie haben gesagt, ich sei etwas sonderbar, konnte manchmal hart und wäre oft nicht greifbar. Liebes Gegenüber, wenn ich schweige, dann nur, weil deine Gedanken so laut an meine klopfen. Und wenn du schwelgst, dann sehe ich, wie sich Umarmungsmomente summieren. Ich innehalte, ich reden sollte, da ich doch date, jedoch innerlich schon vom Teppich abhebe. So lass mich dir Folgendes sagen, ohne dabei meinen Mund aufzumachen. Ich bin ein Smalltalk-Verweigerer.
Und schweige, Freund. Ich bin ein thronschaukelschwingender Augenblickefänger. Ich bin ein klugscheißender, nichtsnutzender Alleskönner. Und ja, wenn ich denke, gender ich nicht. Oh, böses Mädchen, darf sie überhaupt Brüste tragen? Denkst du dir vielleicht, aber du hörst mich nicht. Ich bin gemein, gefährlich und ehrlich. Ich zügle meine Zunge, da sie zu den Gleisen schnell aus der Bahn geraten kann. Und ja, es ist nicht nur der Geruch meines Tees, der hier so penetrant wirkt. Ach, weißt du was? Schmink es dir ab. Meine Wahrheit, die ist nämlich nackt. Und wenn ich nach Worten ringe, dann ringe ich so lange, bis ich den Kampf um das gewählte Wort gewinne. Sie hat gesagt, nein, frag doch, was ich denke, denn das hier oben sollte der Grund sein, wenn wir uns schon daten.